Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Kindersendung. Mega cool bist du dabei. Wir freuen uns, um mit dir die Zeit zu verbringen und sind gespannt, was wir heute werden miteinander anschauen. Für die, die das erste Mal da sind, mein Name ist Noemi und das ist Nathalie. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Heute dreht sich alles ums Thema «Du bist gemeint». Noemi, bist du schon mal irgendwo gewesen, wo du gedacht hast, wow, du wärst gemeint gewesen, aber du hast es nicht kapiert, oder du wärst nicht gemeint gewesen und du hast reagiert? Hey, immer wieder, das sind die richtig peinlichen Momente Oh, im ja. Leben. Ich meine, gerade vorher zum Beispiel, etwa vor einer Stunde, bin ich in der Tankstelle gewesen. Und dann haben höchstens 6 Leute reingehen und ich habe gedacht, okay, warum warten die alle draussen? Komm, ich gehe einfach mal rein. Und dann hat die Kassiererin gerufen, hallo, Entschuldigung, Sie da hinten, Sie müssen rausgehen. Und ich schaue so um, die meint sicher nicht mich, ich laufe weiter. Sie, Entschuldigung, Sie müssen rausgehen. Und ich so, oh nein, die meint mich. Und das sind so peinliche Momente im Leben, wo du denkst, ups, ich glaube, die hat mich gemeint und ich habe es nicht gecheckt. Ja, und ich denke, ihr kennt das sicher auch vom Schulhof, im Schulhaus, wenn ihr im Gang sind und jemand sagt, hey, du. Und du schaust um, aber du wärst gar nicht gemeint gewesen. Oder der Lehrer sagt, hinten rechts dort nicht mehr so viel reden. Und du ignorierst es, obwohl du genau weißt, du bist gemeint, einfach weil es dir unangenehm ist und du willst gerne weitermachen. Voll. Darum, ich glaube, wir alle kennen so einen Moment. Aber wir haben jemanden hier im Studio, der das Gefühl hat, er hat die Lösung herausgefunden für das Problem. Er hat etwas herausgefunden, das alle betrifft, wo jeder direkt weiss, ui, da bin ich gemeint. Und darum wollen wir jetzt gerade übergeben am Herrn Knüsli und dem Herrn Dr. Geschwind. Bis nachher. Ja, herzlichen Dank Studio fürs Weiterleiten. Ja, wichtige News gibt's von mir diese Woche. Und zwar, ich bin versetzt worden. Ich bin nicht mehr der Heiri Geschwind, der schnellste Sportreporter. Nein, ich habe mich weiterentwickelt zum Heiri Geschwind, dem schnellsten Reporter. Und das allgemein. Ja, danke für den Applaus. Ich fühle mich gerade ein bisschen geehrt. Und ja, ich habe jetzt ein neues Forum. Ich darf mit dem Herrn Knüsli zusammen arbeiten. Und wir haben heute etwas ganz Spezielles vorbereitet. Also ich nicht, er. Aber, lasst euch überraschen. Es ist für dich. Und ja, ich gehe jetzt gerade mal im Herrn Knüsli seine Werkstatt. Palim, palim! Grüezi, Herr Knüsli. Grüezi Heidi, grüezi das Publikum. Ich begrüße Sie herzlich zu der Kochshow, oder? Die Kochshow haben wir gesagt, machen wir heute. Ja, genau. Willst du noch schnell vorstellen, was das genau ist? Sehr gern. Wichtig, könntest du da ein bisschen weiterrühren. Das ist sehr wichtig für den weiteren Prozess. Wir machen heute, geschätzte Zuhörer und Zuhörerinnen, Knüslis Gatf-Kochkurs. Gatf steht für gesund, aber doch fein. So ein bisschen am Rand. Vorhin habe ich gehört, man könnte auch sagen, für die Guten, die Alten, die Doofen und die fast Gescheiten. Aber fein, Nebensache, hä? Wichtig, am Anfang die Hygiene. Hygiene heisst so etwas wie Sauberkeit. Mir persönlich ein Anliegen. Darum können wir auch daheim mitmachen. Alle Kleider, die unhygienisch sind, zum Beispiel den Hut, wegtun. Und danke fürs Kochen da. Die Hände waschen. Das ist nämlich sogenanntes Handwaschwasser. Sehr gut, danke Jetzt tun wir das auf die Seite. Die Hände sind sauber. Voilà. Wir fangen an mit dem Kochvorgang. Es geht eigentlich darum, dass man nicht mehr einsam ist, sondern dass man lernt kochen, um Leute zu gewinnen, die man einladen kann. Gerade am Anfang siehst du das Brot da. Ja, genau. Normales Brot vom Bäck nehme ich an. Nein, Spezialbrot. Gesund, aber doch fein. Das müssen wir zuerst verhäckseln. Dann, wenn wir es verhäckselt haben, schmeißen wir das in Mikrowellen rein. Ist das eine ganz normale Mikrowelle, wie man sie kann im Mikro kaufen? Die ist jetzt vom Fust, aber ja, im Mikro nehme ich an, kann man es auch kaufen, ja. Ja, sehr gut. Also auch für euch daheim, also wenn ich das nachmachen mit einer normalen Mikrowelle, ist das möglich. Ja, genau. Ich weiss, warum du auf Mikrowellen kommst vom Mikro. Mikrowellen, aber jedenfalls tun wir das jetzt da schön niedergaren, bei einer Kerntemperatur von 50 Grad Celsius, damit es schön kross wird. Kross ist schon von der Kruste, beim Biss merkst du kross. Hey. Sehr gut, danke für die Information. Wichtig, gesund, aber doch fein. Was kommt dir beim Wort gesund in den Sinn, Heidi? Ja, ich würde sagen, als erstes, was mir in den Sinn kommt, ist natürlich ein Äpfel. Aber was ich natürlich auch bevorzuge, sind Erdbeere, Gurken und ja, noch die anderen Gewürze. Weißt du auch noch eins? Ja, genau. Gewürz. Gemüse, ja. Gemüse. Noch ein paar Rüebli, ein paar Richtig. Salat.
Und das Genau. machen wir heute auch. Für die kleinen Zulöserler und Zulöserlerinnen haben wir da auch noch im Sortiment Babykoch, Mittelkoch und Grosskoch. Könnt ihr auch kaufen, online. Oder, haben wir gesagt? Ja, genau. Vielleicht kann man es auch gewinnen, weiss nicht. Ich habe gedacht, wir machen heute ein feines Gemüse-Soufflé. Ja. Dann eine Frage von mir, die mir gerade auftaucht als Natürlich. Reporter. Was ist ein Soufflé? Soufflé kommt aus dem Französischen und heisst so viel wie Schaufle. Also Schaufle. Das heisst, du tust Gemüse zusammenschaufeln und machst daraus etwas Gesundes und Feines. Da haben wir jetzt mal gerade alles im Körbli, zum Beispiel Rüebli und all so Zeug, Gemüse halt. Und das Soufflé wir jetzt da rein. Und zeigen kochen, bis es mürb wird. He? Da kann man die sehr rühren. gut, sieht interessant aus. Ja. Das musst du jetzt ein bisschen köcheln lassen, weil du kannst es eigentlich erst essen, wenn es al dente ist. He? Wow. Ja, sehr gut. Und ja. Schmecken tut es schon mal fein. Du hast jetzt gerade drüber gezeigt, du fragst dich, für was das ist. Ja, genau. Da hat es ja noch ganz viele andere Zutaten. Genau, das sind sogenannte Geschmacksverstärker. Je nachdem, was du daheim gern hast, kannst du noch ein bisschen Melonen rein tun, noch ein bisschen irgendwas. Ich bin jetzt mehr so der Typ, der auf Rot steht. Kann man da noch so irgendetwas rein tun? So ein bisschen für die Farbe, natürlich. Ja, genau. Ja, das kann man auch rein tun. Und was ist das dann? Keine Ahnung. Du hast gesagt, du willst es. Okay, nehmen wir so. Wir können auch noch etwas verschnipseln drauf, wenn du willst. So. Das ist jetzt sogenannte Birne. Nicht zu wechseln mit der Glühbirne, die kann man nicht essen. Und jetzt tun wir es kochen lassen. He? Aber eben, wie ich dir schon gesagt habe, gesund, aber doch fein. Heisst für mich persönlich, es ist wichtig, wie man es dann zubereitet und präsentiert. Ja, da bin ich jetzt auch ganz gespannt. Ich sehe da noch nicht so ganz dahinter. Du musst ja nicht dahinter sehen, du musst es nur verstehen. Also, wir lassen das köcheln. Und wichtig, kurz bevor du es deinen Gästen auf den Tisch servierst, gesund, Gemüse, haben wir abgedeckt, aber doch fein, das fehlt noch. Gesund, aber doch fein. Kurz bevor du es auf den Tisch tust, nimmst du das schöne Gemüsetellerli, stellst es auf die Seite und nimmst ein bisschen Fleisch für, dass wir aber doch fein auch abgedeckt haben. Ja, das tönt nach einer sehr interessanten Variante. Ist es auch. Ich nehme an, das Gesund haben wir abgedeckt, das Wein haben wir abgedeckt, aber wie gesund schlussendlich ist nur das Fleisch essen? Die Frage will wir jetzt auch zurück ins Studio geben. Danke vielmals. Ja, vielen Dank, Heiri Geschwind, für die Reportage. Noch schnell, du bist gemeint zum Thema. Wie hat jetzt das der Herr Kniesli gemeint? Heiri, du bist gemeint. Oh, ja, danke Studio. Danke, ja, jetzt habe ich es gar nicht gehört. Aber ja, du bist gemeint, das hat er mir gesagt, hat er so übergebracht. Er hat eine Studie gemacht, ganz allein. Studie gemacht, aufgeschrieben, Leute ausgefragt, wie kann man sich gesund ernähren, was versteht ihr darunter. Und er hat jetzt ein Soufflé entwickelt, wo für alle ist, wo jeder kann essen, auch du oder ich, einfach für alle. Ah, okay, das macht Sinn. Vielen Dank, Heiri Geschwind, für dieses Interview. Aber Nathalie, jetzt sind wir mal ehrlich, er hat gesagt, alle können es essen. Aber die Kinder haben es nicht gern, das Gemüsezeug. Und Allergiker, die können die Hälfte auch nicht essen. Also so für alle ist es das auch wieder nicht, oder? Ja, gibt es denn etwas, wo für alle ist? Hey, voll, ich habe letztens etwas gelesen in der Bibel. Das ist wirklich für jeden. Und das Beste ist, es ist gratis. Es ist einfach ein Geschenk, das wir annehmen können. Und dazu gibt es auch ein Lied. Und das wollen wir miteinander singen. Schau dich auf, daheim, wo du bist. Muss gleich am Führer kommen. Wir singen miteinander das Lied «Reich beschenkt». Und wollen mehr darüber hören, wie sind wir dann beschenkt worden. Ja, du hast mich begangen, du machst mich selber
Gabe und machst mein Leben bunt. Und darum danke ich dir für alles, was vor dir kommt. Ich kann's fast nicht verstehen, dass du einem Mensch wie mir so viel hast vertraut. Nur dir allein gehört dir. Ja, ich habe heute ein paar Bilder mitgenommen von Personen, von berühmten Personen, wichtigen Personen für die einen. Und wir machen jetzt ein kleines Rätsel. Und zwar habe ich einfach ein Bild von dieser Person und du kannst dann herausfinden, wer ist diese Person. Also, wir fangen gerade an mit dem ersten. Ihr seht das Bild eingeblendet. Und da ist jetzt für dich die Frage, wer ist das? Was ist das für eine Frau? Weisst du es nicht? Kannst du vielleicht noch diskutieren daheim mit den anderen Geschwistern oder wer immer gerade dort ist. Diskutieren. Wer ist es? 3, 2, 1. Genau, es ist Ariana Grande. Ich weiss jetzt nicht, ob du es herausgefunden hast. Wenn nicht, ist nicht so tragisch. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gewusst. Aber gehen wir weiter. Person 2. Sehen wir wieder das Bild. Wer ist die Person? Weisst du es da? Ein Mann. Wer könnte das sein? Überlegt wieder. 3, 2, 1, 0. Hast du es herausgefunden? Richtig oder falsch? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, es ist der Neymar. Genau. Gut, gehen wir weiter zum Bild 3 oder zu der Person 3. Die siehst du jetzt. Wer ist die Person? Ganz jemand anderes. Hast du da eine Ahnung? Überleg wieder, wer könnte das sein? 3, 2, 1, 0. Genau, es ist das Heidi. Wie sie richtig heisst, weiß ich nicht, aber es ist Heidi aus dem Film Heidi und der Geissenpeter. Ganz genau. Und dann haben wir jetzt nochmal eine Person. Da bin ich jetzt auch gespannt, ob du diese Person herausfindest. Du siehst jetzt das Bild. Was ist das für eine Person? Ich weiss, wir haben da jetzt nicht ein richtiges Foto gefunden, es ist gemalt. Aber gleich, vielleicht merkst du gleich, wer das ist. Oder vielleicht merkst du es eben nicht. Wer könnte das sein? 3, 2, 1, 0. Hast du es herausgefunden? Eher nicht, he? Ich denke nicht, dass du es herausgefunden hast. Ich denke, die Person kennt niemand von euch. Ich muss ehrlich sagen, ich selber kenne sie auch nicht. Ich weiß nicht, wer es ist. Man könnte anders sagen, es ist überhaupt niemand Besonderes. Es ist etwas völlig Unwichtiges. Die passt eigentlich gar nicht zu den anderen 3, die wir jetzt vorher hatten. Niemand kennt sie, niemand braucht sie. Und so ist es. Es ist eine Frau, die gelebt hat auf Erden, die aber völlig unwichtig ist. Und von dem müssen wir jetzt sagen, wieso passt die jetzt daher? Jetzt musst du schauen. Die Frau, die kommt in der Bibel vor. Und wenn wir in der Bibel schauen, dann lesen wir dort oder sehen wir dort, dass es eben gleich jemanden gibt, wo die Frau erstens kennt und zweitens gern hat. Es gibt jemanden, der die Frau kennt und liebt. Und zwar ist es Jesus. Er ist nämlich dieser Frau begegnet und hat sich ganz viel Zeit genommen für sie, weil er sie gern hat, weil er für sie etwas ganz Wunderbares parat hat. Und das Wunderbare ist eben, Jesus liebt jeden Mensch.
Er ist für jeden Menschen gekommen. Er liebt alle. Er will sich am liebsten für alle Zeit nehmen. Und er kann das auch. Und er hat das gemacht, als er auf der Erde war. Er war sehr oft mit den Leuten zusammen. Auch jetzt war er wieder unterwegs. Mit seinen Jüngern, mit seinen ausgewählten Mitarbeitern war er unterwegs. Er hat von Judäa, wo unten im Land Israel ist, hat er ganz rauf in den Teil, wo Galiläa heisst, hat er gehen. Und für das hat er aber müssen, ja, wenn man jetzt gerade raufgeht, hat man müssen durch Samaria. Und jetzt war aber das Problem, dass die von Judäa, die Juden, wenn man es sagt, und die von Samaria, die Samariter, die haben einander gar nicht gern gehabt, die haben einander nicht mögen. Und darum, die Juden, wenn sie dort durch, dann haben sie immer einen grossen Bogen rundherum gemacht. Damit sie ja nicht diesen Samaritern begegnen müssen. Aber auch da sehen wir wieder, Jesus ist anders. Weil Jesus hat den Bogen nicht gemacht. Jesus ist gerade durchgegangen. Einfach durch das Samaria durch. Weil er hat auch die Menschen in Samaria sehr fest lieb. Er hat sie gemacht. Er ist auch für sie gekommen. Ja, Jesus ist für alle Menschen gekommen. Er ist auch für dich und für mich gekommen. Und so sind sie, also Jesus und seine Jünger, sie sind in die Stadt von Samaria gekommen, Stadt Sichar hat die geheißen, sind dort reingekommen, beziehungsweise vor an der Stadt an, und sie haben eine Pause machen. Ja, auch Jesus hat eine Pause gebraucht, obwohl er eigentlich Gott selber ist, Gottes Sohn ist er gleich, als er auf der Erde war, als normaler Mensch da gewesen. Als Mensch, der auch müde geworden ist, der Gefühle hat, ja, wie wir Menschen gelebt haben, die auch eben ausruhen mussten, er hat Schlaf gebraucht. Und auch dort war es so gewesen. Es hat dann dort ausser der Stadt einen Brunnen gehabt, er ist dort angehockt und die Jünger sind in dieser Zeit in die Stadt, die zu essen kaufen. Und wo Jesus dort alleine am Brunnen gehockt ist, da kommt plötzlich eine Frau dorthin, eine Frau von Samaria. Oh nein. Das darf doch nicht sein. Die Frau nämlich genau in den Brunnen kommen und wollte Wasser holen, wollte Wasser schöpfen. Aber jetzt ist ja Jesus da als Jude. Ja, das heisst, entweder kann die Frau nicht ganz herkommen oder Jesus müsste weggehen. Weil eben, sie dürfen ja nicht miteinander reden. Sie dürfen einander eigentlich gar nicht gern haben. Aber für Jesus hat das keine Rolle gespielt. Er ist sitzen geblieben. Die Frau ist ganz angekommen. Jesus ist sitzen geblieben und er hat sogar mit dieser Frau angefangen zu reden. Ja, wenn ich es gesagt habe, Jesus ist für alle Menschen gekommen. Für ihn spielt es keine Rolle, bist du ein Schweizer oder bist du ein Italiener oder Italienerin, das ist ihm gleich. Er liebt alle Menschen. Bist du gross, bist du klein, bist du gescheit, bist du weniger gescheit, das spielt ihm keine Rolle. Er ist für alle gekommen. Er möchte allen Menschen seine Liebe geben. Er möchte auch dir seine Liebe geben. Wir lesen in der Bibel an einem Ort, dass Jesus nicht auf die äußerlichen Sachen schaut. Er schaut nicht darauf, wie wichtig bist du oder wie berühmt bist du, was kannst du alles. Nein, er schaut aufs Innere. Und da sieht er, dass alle Menschen möchten geliebt werden. Ich denke, auch bei dir ist das so. Auch du möchtest geliebt werden. Du möchtest viele Freunde haben. Du möchtest, dass die anderen dich annehmen, so wie du bist. Und das ist eine Art wie so ein bisschen, man könnte sagen, ein Durst. Wir haben Durst nach Liebe. Und das möchte Jesus stillen. Jesus sieht aber noch ganz andere Sachen. Jesus sieht in unserem Leben, in meinem Leben, dass wir eben auch Sünder sind. So lesen wir es in der Bibel. Dass wir viele Sachen haben, die nicht gut sind. Dass wir böse Sachen machen. Und dass wir grundsätzlich von Gott getrennt sind, eben wegen der Sünde. Wir können mit Gott zusammen sein. Wir leben wie im Unfrieden mit Gott. Und da möchte Gott Frieden schenken. Jesus ist gekommen, zum Frieden schenken. Jesus ist gekommen, um dir alles Böse zu vergeben. Weil er dich liebt. Weil er möchte, dass es dir im Herzen gut gehen kann. Und da können wir sagen, ja, du bist gemeint. Jesus meint dich. Er liebt dich. Er ist für dich gekommen. Ja, und darum hat Jesus auch überhaupt kein Problem gehabt, mit dieser Frau zu reden. Er hat sie nämlich angesprochen. Er hat sie gefragt, du Frau, kannst du mir ein bisschen Wasser geben? Ich habe sehr Durst. Und die Frau war ganz erstaunt. Was? Dir Wasser geben? Aber du bist ja Jude, ich bin Samariterin. Wir dürfen gar nicht miteinander reden. Aber eben für Jesus war das kein Problem. Jesus hat gemerkt, dass die Frau nicht rauskommt. Und dann hat er zu ihr gesagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich um Wasser bitten.
Aber das war jetzt zu viel für die Frau. Jetzt ist sie gar nicht mehr rausgekommen. Sie hat Jesus angeschaut und hat gesagt, ja, aber wie möchtest du mir Wasser geben? Du hast ja gar nichts zum Schöpfen, du hast keinen Kübel, wo du Wasser rausnehmen kannst. Wie kannst du mir Wasser geben? Das geht doch nicht. Ja, Jesus erklärt der Frau, dass von dem Wasser, das sie da im Brunnen holt, da kommt sie immer wieder Durst über. Sie muss immer wieder Wasser holen. Jeden Tag muss sie wieder Wasser holen. Oder auch, wenn wir zurückerinnern, das Essen, das der Knüsli gemacht hat, auch dort, man muss immer wieder essen, man kommt immer wieder Hunger über. Und Jesus möchte mir etwas anderes geben. Apropos Essen und Trinken, ich merke, wenn ich so viel rede, da komme ich jetzt auch gerade Durst über. Aber eben, du weißt, man sollte eigentlich Wasser trinken, das ist das Gesunde. Aber wir haben gelernt, Gott gesund, aber doch fein, ich nehme jetzt lieber das Feine. Aber sagst deinen Eltern nicht, dass ich sage, Gott ist feiner als Wasser. Lassen wir jetzt das Thema. Gehen weiter. Ja, wir kommen immer wieder Durst über, wir kommen Hunger über und müssen das immer wieder stillen. Und Jesus möchte etwas geben, wo man keinen Durst mehr bekommt. Und er sagt, ich möchte Wasser geben, wo du nicht mehr Durst hast. Und dann plötzlich merkt die Frau, was? Wasser, wo ich nicht mehr Durst habe. Das heisst, ich müsste auch nicht mehr daher Wasser holen. Ich müsste nicht mehr da aussen an die Stadt schwer schleppen. Die hätte ja nicht einfach daheim den Wasserhahn aufdrehen. Das wäre doch super, wenn ich das Wasser hätte, wo ich nicht mehr so schwer schleppen muss. Das Wasser möchte ich auch. Von dem Wasser möchte ich auch haben, hat die Frau gesagt. Aber die Frau hat immer noch nicht ganz verstanden. Jesus redet nämlich nicht vom richtigen Wasser, sondern Jesus möchte, dass wir im Herzen glücklich und zufrieden sind. Das ist das Wichtigste für Jesus. Und wie kann das passieren? Da denkst du vielleicht, ja gut, wenn ich der Beste bin in der Schule, dann bin ich doch glücklich. Dann geht es mir gut, dann haben mich auch alle gern. Oder wenn ich immer die neuesten Sachen habe, dann immer die neuesten Kleider oder neuesten Spielsachen, dann bin ich glücklich. Aber was passiert, wenn du dann eben einmal schon nicht der Beste bist? Wenn plötzlich ein anderer der Beste bist, bist du schon wieder unzufrieden. Ich merke das bei mir selber. Das ist dort dann auch so. Da kann irgendetwas kommen und man ist so schnell wieder unglücklich und unzufrieden. Es macht uns eigentlich nichts richtig zufrieden. Vielleicht im Moment schon, aber auf längere Zeit macht uns nichts richtig glücklich und zufrieden. Aber Jesus, er macht es. Er kann zufrieden machen. Er kann glücklich machen. Er sagt zu dir, ich liebe dich. Ich habe dich gern, ich mag dich. Ich will dir aus bösen Sünden alles vergeben. Das sagt er zu dir. An einem anderen Ort in der Bibel, ein bisschen weiter hinten in der Apostelgeschichte, dort heisst es, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet werden. Das bedeutet, Jesus vergibt dir alles. Er gibt dir seine Liebe. Er gibt dir ewiges Leben, dass du für immer und ewig kannst bei ihm sein. Er gibt dir seinen Frieden, dass du mit Gott kannst Frieden haben im Herzen. Und das macht eben glücklich. Und Jesus möchte das dieser Frau schenken. Jesus möchte das aber auch dir schenken. Da bist du gemeint. Jesus liebt auch dich. Bei dieser Frau hat Jesus eben auch gesehen, dass sie vieles hat, was nicht so gut ist. Dass sie viele Sachen macht, die Gott nicht gefällt. Und darum hat er sie angesprochen. Ein Punkt war, dass sie eben viele Männer hat. Und er hat gesagt, ruf deinen Mann. Da sagt die Frau, was, mein Mann, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, ja, du hast richtig gesagt, du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der Mann, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Das sagst du richtig. Die Frau ist verschrocken. Wieso weiss der so viel über mich? Und schnell hat sie das Thema gewechselt und über anderes reden. Sie hat angefangen vom Betten reden. Wo das der richtige Ort ist zum Betten. Aber auch da hat Jesus eine Antwort gehabt. Er hat gesagt, schau, Frau, es kommt nicht darauf an, wo das wir beten. Wichtig ist, dass wir von Herzen beten. Dass das, was wir zu Gott beten, dass wir das auch so meinen. Jesus hat nochmal ein anderes Thema angeschnitten. Sie hat vom Retter geredet. Sie hat gewusst, dass Gott ihnen einen Retter versprochen hat. Und auch da hat Jesus etwas gewusst. Er hat gesagt, ich bin der Retter, der von Gott versprochen ist. Die Frau, die hat nur noch gestaunt, warum das Jesus alles weiß und was er alles antwortet. Und wo die beiden so im Gespräch verwickelt sind, da plötzlich kommen die Jünger zurück, die ja in der Stadt sind, zu essen kaufen. Und die haben gesehen, dass Jesus mit dieser Frau am Reden ist. Und wahrscheinlich haben sie gedacht,
Du, schau mal dort, Jesus redet mit einer Samariterin. Das geht doch nicht. Das darf er doch nicht. Miteinander haben sie vielleicht ein bisschen Tuscheln gehabt. Aber niemand hat etwas getraut zu sagen. Niemand hat sich getraut, Jesus anzusprechen. Und so sind sie einfach hergekommen. Ja. Und das ist so wunderbar bei Jesus. Jesus ist so anders als wir Menschen. Für ihn war das gleich gewesen. Das hat ihm nichts ausgemacht, dass die Samariterin eigentlich eine Feindin von ihm ist. Oder im Gegenteil, sie ist keine Feindin von ihm. Weil Jesus hat alle Menschen gern. Er liebt alle. Und darum hat er sich auch so viel Zeit genommen für die Frau. Ja, Jesus ist für alle Menschen gekommen auf der Welt. Er möchte allen Menschen den Frieden geben. Und auch dir. Was du bis jetzt gemacht hast, wie dein Leben bis jetzt ausgesehen hat, das ist Jesus gleich. Das kommt ihm nicht darauf an. Gerade so wie du bist, darfst du zu Jesus kommen. Und er lädt dich ein, dass er dir das Böse, die Sünde kann vergeben kann, weil er dich liebt. Und vielleicht sagst du, ja, er hat mir die Sünde schon vergeben. Ich glaube an ihn. Dann freu dich jeden Tag über seine Liebe. Freu dich über seine Vergebung. Freu dich, dass du sein Kind sein darfst. Und vielleicht ein zweiter Punkt noch. Bitte Gott, dass er dir hilft, dass du immer mehr, jeden Tag, kannst du so leben, wie es ihm gefällt. Und vielleicht hast du jetzt auch gemerkt in der Zwischenzeit, wer Jesus ist, dass Jesus die Wahrheit ist. Dann möchte ich dir Mut machen. Bete zu ihm, red mit ihm und bitte ihn um Vergebung. Die Frau, die hat in der Zwischenzeit nämlich auch gemerkt, wer Jesus ist. Und sie hat alles stehen lassen, den Krug und alles hat sie stehen lassen und ist sofort zurück in die Stadt gerannt. Sie hat gedacht, das muss ich meinen Leuten, das muss ich den Leuten von der Stadt erzählen. Und sie hat es allen erzählt, was ihr passiert ist. Dass sie jemanden getroffen hat, der einfach alles weiss. Und die Leute, die sie das gehört haben, die sind sofort gekommen, die sind rausgeschaut und haben gesagt, wir wollen auch dem Mann zuhören, was der zu sagen hat. Und sie haben so Jesus getroffen. Jesus, der versprochene Retter von Gott. Und wir lesen in der Bibel, dass Jesus nach 2 Tagen dort geblieben ist bei den Leuten und ihnen viel von ihm und von Gott erzählt hat, weil sie den Weg zu ihm wieder finden können. Ja, Jesus hat einfach seine Reise unterbrochen und ist 2 Tage dort geblieben. Bei ihnen, bei den Leuten. Und viele Leute, so lesen wir es, haben darauf angefangen, an Jesus zu glauben. Und fragen dich, möchtest auch du an ihn glauben? Jesus meint auch dich. Jesus liebt dich. Du bist für ihn ganz wichtig. Auch wenn du in der Welt vielleicht nicht riesig berühmt bist. Jesus meint dich. Und ich möchte jetzt zum Schluss auch gerade mit dem Jesus noch reden. Danke, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist für uns alle. Nicht nur für einzelne Menschen, sondern für alle Menschen. Danke, dass du uns lieb hast und für uns alles gegeben hast. Wir wollen dich anbeten und dir alle Ehre geben. Amen. Ja, und wir möchten jetzt nochmal ein Lied miteinander singen. Du darfst aufstehen daheim, wenn du willst, du darfst sitzen bleiben, ganz wie du willst. Und das Lied, das heisst, Jesus kam für mich, Jesus kam für dich. Also du darfst jetzt aufstehen und mit uns zusammen singen, Jesus kam für dich und mich. Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für uns als Retter und Retter. Jesus kam für dich, Jesus kam für mich, Jesus kam für dich und mich. Er ist Herr der ganzen Welt, darum halt dich auf den Weg, stell ihn zu, der wie er steht.
Nathalie, ist es nicht unglaublich schön zu wissen, Jesus ist für jeden gekommen, er ist für dich gekommen, er ist für mich gekommen, hey, und ganz besonders auch für dich daheim. Ja, und es ist auch egal, wer du bist, von wo du kommst und was du machst. Er ist auch für dich gekommen. Und das ist einfach so wunderbar, das zu wissen. Hey, und vielleicht bist du im Alltag irgendwo daheim und denkst so, ja, aber jetzt gerade bin ich allein im Zimmer, ich habe keine Kollegen, alle lachen mich aus, ich fühle mich überhaupt nicht so, als wäre Jesus für mich gekommen. Aber schön ist, du darfst es einfach wissen. Du musst es nicht fühlen, du musst einfach glauben. Weil wir haben es gehört, in der Bibel steht, Gott sagt es über dies und mein Leben, er ist gekommen für dich. Er hat seinen Sohn gesandt und wir dürfen das ganz klar wissen. Ja, und auch nächsten Sonntag, ab der 9, wenn wir wieder da alle zusammen sind und von Gott hören und miteinander die Lieder singen und einfach, ja, Gemeinschaft dürfen geniessen zusammen. Und wir freuen uns schon jetzt riesig darauf, dass wir dich wieder sehen dürfen. Egal wo du bist, dann, ab dem nächsten Sonntag am 9 sind wir online und wir freuen uns auf dich. Bis dann und ganz schönen Tag. Ciao.